من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارد وردنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآل آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir werden heute inshallah Allah subhanahu wa ta'ala seinen Namen Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir inshallah versuchen hier zu erklären. Allah subhanahu wa ta'ala, seine Namen und Eigenschaften sind ganz gewiss alle sehr besonders und alle sind sehr, sehr faszinierend und verwundernd. Es gibt aber besonders welche, die einen Menschen sehr, sehr stark schockieren, verwundern. Al-Ghafur gehört einer zu diesen Namen, wo man wirklich, ich denke, ihr werdet das selbst danach empfinden, nach diesem Unterricht oder dem nächsten Unterricht, weil das wird höchstwahrscheinlich 2 Unterrichte haben. Ihr werdet euch hinsetzen und ihr werdet vielleicht anders Alhamdulillah sagen. Ihr werdet Allah subhanahu wa ta'ala anders Hamd machen, anders Lobpreisen, wenn wir verstehen, was Allah sein Name Al-Ghafur bedeutet. Jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennt, der kann Allah subhanahu wa ta'ala nicht anbeten, wie es ihm wahrhaftig gebührt. Jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennt, für ihn ist es viel wahrscheinlicher, dass er irgendwann Schirk begeht. Jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht wahrhaftig kennt, fängt an, irgendwelchen anderen Dingen seine Liebe, seine Zuneigung, das, was eigentlich Allah gebührt, wen anders zu geben. Daher ist es für einen Muslim Farz und Pflicht, dass er seinen Herrn kennt. Und Allah subhanahu wa ta'ala kann man nur kennenlernen, wie er sich selbst beschreibt. Und das im edlen Koran oder durch die Aussagen des Propheten a.s. Daher erklärt sich Allah subhanahu wa ta'ala im edlen Koran und beschreibt sich, wie er ist. Und ich glaube, für jemanden, der behauptet, diesen Gott anzubeten oder Muslim zu sein, diesen Gott ergeben zu sein, ist es sehr, sehr wichtig, dass man diesen Gott kennt. Jemand, der stirbt und seinen Gott nie kennengelernt hat, nie wusste, wer sein Gott war, was für Eigenschaften, was für ein Gott das war, naja, der ist ganz stark im Verlust. Ihr könnt nicht sagen zu eurer Frau, ich liebe dich, und ihr kennt sie nicht ansatzweise. Das ist eine verlogene, eine gelogene, eine nicht echte, einfach auswendig gelernte, einfach wiederholte, in Worten wiederholte Liebe. Daher ist es sehr wichtig, wirklich, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Allah subhanahu wa ta'ala, sein Name Al-Ghafur, Al-Ghaffar und Al-Ghafir kommen im edlen Koran circa um die 100 Mal vor insgesamt. Diese Namen sind unmittelbar zusammen und können eigentlich nicht voneinander getrennt werden. Diese ergänzen sich. Al-Ghafur bedeutet derjenige, der eine Sache bedecken tut. Derjenige, der eine Sache bedeckt und vergibt. In den Maqayisul Lugha und Mufradatul Quran wird dazu gesagt, Ghafur, Ghafara, Ghufran, dieses Wort bedeutet eine Sache zudecken, eine Sache bedecken. Ihr wisst aber selbst, eine Sache bedecken, eine Sache zudecken ist nicht immer gut. Eigentlich schon. Denn zum Beispiel ein Kafir ist ein Kafir. Warum? Weil er seine Fitra, sein Tawhid, sein Reines bedeckt hat. Die Gaben, die Allah ihm gegeben hat, hat er bedeckt und daher macht er kein Schükr. Eine Sache bedecken ist nicht immer gut. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Ghafur, er bedeckt deine Sünden, damit du nicht aufgrund von dieser Sünde bestraft wirst. Allah, sein Name Al-Ghafur, ist diese Mauer zwischen deinen getätigten Sünden und Fehler und die Strafe, die eigentlich darauf folgt. Diese Mauer dazwischen ist Al-Ghafur, ist Allah, der Al-Ghafur ist. Die Araber sagen zum Beispiel, in der arabischen Sprache sagt man das so, zu einem Kriegshelm Mirfer. Diese Kriegshelme, wie sie damals angezogen haben, heute auch noch, nennt man Mirfer. Warum? Weil es den Kopf beschützt, es beschützt den Kopf und deckt den Kopf zu. Man sagt, Bruder Furkan hatte das im letzten türkischen Unterricht erwähnt gehabt, der hat das Wort Jam'ul Ghafir benutzt. Jam'ul Ghafir ist auch von diesem Wort, von der Wortwurzel Ghafara. Jam'ul Ghafir sagt man zu einer Menschenmasse, eine ganz große Menschenmenge. Warum sagt man Jam'ul Ghafir? Weil diese Menschenmasse, diese Menschenmenge, wenn man drauf guckt, man nicht mehr diesen Boden sieht. Die Erde, der Boden dadurch bedeckt wird. Deswegen bedeutet Ghafur eine Sache tatsächlich bedecken. Dieses Bedecken ist sehr wichtig. Allah
seine Eigenschaft, wir haben ja letztens gesagt, zum Beispiel, Al-Fatir ist Allah sein Name und Al-Falik ist seine Eigenschaft. Eine Eigenschaft, die man aus dem Koran heraushört und aus der Sunna. Ist nicht unbedingt sein Name, aber eine Eigenschaft von ihm. Ebenso ist As-Sittir Allah seine Eigenschaft. Derjenige, der eine Sache bedeckt, derjenige, der deine Schwächen, deine Peinlichkeiten, deine Fehler, der diese Sachen zudeckt. Deswegen Al-Ghafur beinhaltet genau dies. Allah subhanahu wa ta'ala, der deine Sünden bedeckt, deine Fehler zudeckt und diese anschließend vergibt. Das bedeutet Al-Ghafur. Was ist aber der Unterschied? Im edlen Koran kommt Al-Ghafir, Al-Ghaffar und Al-Ghafur. Der Unterschied zu diesen drei. Al-Ghafir bedeutet der Vergebende. Allah ist derjenige, der vergibt. Aber daraus ist nicht zu entschließen, dass Allah immer wieder vergibt oder dass Allah alles vergibt. Allah ist nur allvergeben. Allah ist vergeben. Er deckt die Sünden zu und vergibt. Aber wie häufig er das macht, welche Sünden er vergibt, das wissen wir nicht. Genau deswegen kommt der Name Al-Ghaffar. Al-Ghaffar bedeutet derjenige, der unendlich Male dir wieder vergibt. Egal wie häufig du die Sünde machst, egal wie, du kannst es jeden Tag wiederholen. Allah ist Al-Ghaffar, Allah, seine Vergebung ist unendlich. Es hat keine Grenzen. Er sagt nicht beim dritten Mal Stopp, hier, jetzt vergebe ich dir nicht mehr. Allah ist Al-Ghaffar und vergibt unendlich Male deine Sünden. Al-Ghafur bedeutet nicht die Anzahl, sondern die Unterschiede, die Arten der Sünden. Allah vergibt nicht nur eine bestimmte Art und die andere vergibt er absolut nicht. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt alle Sünden, ohne jeglichen Ausnahme. Alle Sünden, wenn du Tauba machst, Istighfar zu Allah, wird Allah subhanahu wa ta'ala alle deine Sünden immer wieder vergeben. Daher, wenn man zum Beispiel Al-Ghaffar sagt, derjenige, der immer wieder vergibt, daraus ist eigentlich sehr klar, dass Allah auch Al-Ghafir ist, der Vergebende ist. Oder wenn man sagt, Allah ist Al-Ghafur, er vergibt alle unterschiedlichen Arten der Sünden, dann ist daraus zu verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Vergebende ist. Aber wenn wir nur sagen, Allah ist Ghafir, der Vergebende, ist daraus nicht zu entschließen, dass Allah auch alles immer wieder vergibt und jede Art von Sünden vergibt. Deswegen kommen diese drei Namen unterschiedlich. Also die kommen immer im Koran, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir. Und diese drei Namen ergänzen sich eigentlich und ergeben ein gesamtes Ding. Jetzt könnt ihr aber fragen, ja gut, warum nennt sich Allah? Weil nichts, was im edlen Koran vorkommt, ist umsonst. Wirklich alles hat eine Weisheit. Naja, wenn Al-Ghaffar und Al-Ghafur eigentlich Al-Ghafir beinhalten, warum nennt sich Allah denn Al-Ghafir? Die Hikmet dahinter ist, sonst würden die Menschen das missbrauchen. Die würden wissen, Allah vergibt immer und jedes Mal und alle Arten von Sünden. Deswegen kommt Allah und sagt, er ist Al-Ghafir, derjenige, der vergibt. Aber wann er vergibt, was er exakt vergibt, das bleibt immer wieder offen. Weil der Mensch soll die Vergebung suchen. Ich möchte hier ein Beispiel erwähnen, damit man vielleicht das besser versteht. Im edlen Koran kommt das auch vor. Ghafir, Ghafur, Ghaffar. Man kann das auch mit Salim machen. Salim, Salum, Salam. Das ist Unterdrücker. Salim, Salum, Salam. Ghafir, Ghafur, Ghaffar. Das sind dieselben Wortwurzeln. Salim ist der Unterdrücker. Salum ist derjenige, der jede Art von Unterdrückung macht. Nicht nur in einem Bereich unterdrückt, sondern in ganz unterschiedlichen Arten unterdrückt. Salam ist derjenige, der immer wieder unendlich, also ohne Grenzen unterdrückt. Deswegen kommt im edlen Koran für den Menschen Salim vor. Es kommt auch Salum vor. Der Mensch nämlich ist ein Salim. Der Mensch macht auch Zulum, Unterdrückung in unterschiedlichen Bereichen, gegenüber seinen Herren, gegenüber Menschen, gegenüber der Schöpfung, gegenüber unterschiedlichen Dingen. Aber für den Menschen wird niemals Salam benutzt. Das wird nur in Bezug auf Allah benutzt und dann auch nur als negiert. Allah ist nicht Salam. So wird es gesagt. Warum? Weil der Mensch, damit der Mensch Salam sein kann, ein Unterdrücker, der unendlich Male unterdrückt, muss er ewig sein. Dürfte er keinen Anfang und kein Ende haben. Und da der Mensch begrenzt ist, trifft dieser Name auf Allah subhanahu, auf den Menschen nicht zu. Ich möchte zusammenfassend sagen, was bedeutet jetzt Ghafur, Ghaffar, Ghafir, Al-Ghafur, was heute unser Thema ist. Allah subhanahu wa ta'ala, der deine Sünden, deine Fehler bedeckt und diese vergibt. Sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Aber seine Vergebung ähnelt keiner einzigen Vergebung. Seine Vergebung ähnelt niemanden und gar keinem.
Wir werden gleich darauf kommen, warum Allah seine Vergebung so besonders ist. Eine Sache möchte ich hier nochmal anmerken, weil manche Leute fragen, was ist denn zum Beispiel der Unterschied zwischen Istighfar und Tauba? Eine Istighfar und Tauba. Istighfar ist, sich von dem Schlechten, dich von der Sünde abzuwenden, und Tauba ist, dich Richtung Allah zu bewegen, dich in Richtung dem Guten zu bewegen. Genau wie La ilaha Nafi ist und Illallah Isbat ist. Es gibt keinen Gott und dann außer Allah, Illallah, das zwei Teile sind, ist Istighfar, das Abwenden von dem Schlechten, und Tauba ist, dich in Richtung dem Guten zu Allah subhanahu wa ta'ala zu bewegen. Das ist Istighfar und Tauba. Wann wurde denn zum Beispiel diese Namen Allahs Al-Ghafur hinabgesandt? Die wurden sowohl in der Zeit von Mekka als auch in der Zeit von Medina hinabgesandt. Allah, sein Name Al-Ghafur kommt im Koran 81 Mal vor und 11 Mal kommt das mit Al-Ghafur vor, also 92 Mal. 81 Mal Ghafur, unbestimmt, Nekira, und Al-Ghafur mit dem Artikel davor 11 Mal. Und bei diesen 11 Male, wo es mit El, also der Artikel vorkommt, dann ist dies immer wieder mit Allah subhanahu wa ta'ala in Verbindung gesetzt, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Nabi ibadi anni ana al-Ghafur rahim. Berichte meinen Dienern, ich bin ganz gewiss der Ghafur und Rahim, der Allverzeihende, der Allvergebende und der Barmherzige. In Mekka wurde Al-Ghafur 37 Mal hinabgesandt, in Medina 54 Mal. Das ist eigentlich sehr interessant, warum ich das erwähne. Und vor allem im 5. Jahr nach der Hijra wurde 17 Mal hinabgesandt, der Name Al-Ghafur. Normalerweise könnte man vielleicht meinen, in Mekka müsste mehr Ghafur sein. Ja, die haben viel Unterdrückung gemacht, vielleicht hätten die Isyan gemacht oder waren unzufrieden. Aber so war es nicht. In Medina-Zeit kommt Al-Ghafur mehrmals vor. Und vor allem ab dem 5. Jahr. Was war beim 5. Jahr gewesen, dass 17 Mal der Name Ghafur in diesem Jahr hinabgesandt kommt? Da war der Krieg von Hendek. Wisst ihr, was der Krieg von Hendek gewesen war? Der Krieg von Hendek war endgültig die Wende, dass die Muslime in Medina als Staat anerkannt wurden. Der islamische Staat wurde nun von den Mushrikun anerkannt. Das Ding war durch. Vorher hatten das ja nicht anerkannt, die haben bekämpft. Und irgendwann nach Hendek war das Ding durch. Jetzt sind sie von der Opposition zu einem Staat geworden. Und dann kommt Allah subhanahu wa ta'ala und berichtet 17 Mal von seinem Namen Al-Ghafur. Warum? O ihr Menschen, genau dann, wenn ihr eine Machtposition habt, genau dann, wenn euer Rizq, euer Geld viel wird, genau dann, wenn ihr ein Staat seid, genau dann, wenn ihr Leute unter euch habt, genau dann, wenn ihr Anerkennung habt, genau dann macht sehr, sehr viel Istighfar. Weil da ist ein Fehler sehr fatal. Da könnt ihr sehr viel machen. Man sagt zum Beispiel, ein armer Mensch hat eine Prüfung, er muss geduldig sein. Aber ein Reicher muss aufpassen, dass er kein Kibir hat, dass er Sadaqa gibt. Es gibt mehrere Punkte. Deswegen, Boluk, also der Wohlstand, das Wohlbesitz, ist härter geprüft wie die Armut. Daher kommt Allah sein Name Al-Ghafur, wo der Prophet, der Staat Medina, zu einem richtigen Staat anerkannt wird, auch von den Menschen drumherum. Dann kommen die Verse Al-Ghafur. Jetzt bringt uns eigentlich Allah hier ein Usul bei, und der Gesandte Allahs bringt uns auch ein Usul bei, wie wir zum Beispiel sein sollen, wenn wir irgendwann die Oberhand kriegen sollten oder wenn wir ein Gebiet erobern sollten. Allah sagt im Koran, Iza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, innahu kana tawwaba. Allah sagt, wenn ihr seht, dass der Sieg Allahs und die Hilfe Allahs kommen und die Menschen in Scharen in Islam eintreten, was mache? Fasabbih. So mache Tasbih und mache Tahmid, mache Hamd zu deinem Herrn und mach Istighfar. Mach Istighfar zu deinem Herrn, denn er ist derjenige, der die Reue annimmt. Warum aber Istighfar? Wenn wir schauen, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Mekka endgültig erobert, endlich das, worauf er die ganzen Jahre hingearbeitet hat, die Eroberung Mekkas, nach so langer Zeit, würde man behaupten, wenn wir uns das mal bildlich vorstellen könnten auf eine Kamera, wie der Prophet gerade mit seinen Armeen, alle die Sahabas hinterhin nach Mekka reinlaufen, würde man denken, vielleicht er ist da reingelaufen mit Hände hoch und auf den Schultern getragen. Heute die Menschen, die machen das leider so. Wir haben das selbst gesehen. Als Leute, zum Beispiel Muslime, ein Gebiet erobert haben, haben die rumgeschrien und haben getanzt, da lief was, Leute werden auf die Schultern getragen, da wird rumgesprungen. Aber so war der Gesandte Allahs nicht. Der Gesandte Allahs, wenn ihr euch das bildlich nur vorstellen könnte, sein Kopf auf den Kamel so tief runtergesetzt, und es kommen ihm die Tränen und er sagt, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Er macht Istighfar.
Der Gesandte Allahs, a.s.w., bringt uns hier das Usul, das Achlaq eines Eroberers bei. Wie wir sein sollten, wenn wir eine Sache erobern. Wie wir sein sollten, wenn wir einen Erfolg kriegen sollten. Warum Istighfar? Das, oh Allah, jetzt könnte sehr schnell die Übermut kommen. Der Sieg ist nicht von uns. Nur weil wir jetzt das erobert haben, soll das ja nicht denken, dass wir mächtig sind. Wir sind immer noch Ajis, wir sind immer noch schwach. Deswegen, wenn heute ein Mensch kommt und sagt, ich mache kein Istighfar. Warum? Ja, ich habe keine Fehler gemacht. Ich habe doch nichts gemacht. Warum soll ich Istighfar machen, wenn ich keine Fehler habe? Jemand, der das behauptet, allein schon deswegen sollte er Istighfar machen. Istighfar ist einfach die Position des Menschen. Istighfar, Tauba, Istighfar zu machen zu Allah, bedeutet, oh Allah, ich bin mangelhaft, ich bin fehlerhaft, ich bin schwach, ich bin abhängig, aber du bist vollkommen, du bist perfekt, du bist makellos, du bist fehlerfrei. Istighfar bedeutet dies. Kein Mensch kann heute kommen und sagen, ich mache keine Fehler. Selbst wenn du auf eine Sache guckst, worauf du nicht gucken darfst, hast du schon einen Fehler gemacht. Wenn du das hörst, was du nicht hören sollst, hast du schon einen Fehler gemacht. Ein Mensch, der kann niemals behaupten, ich werde nicht Istighfar machen. Selbst der Prophet und alle Propheten haben immer wieder Istighfar gemacht. Daher ist Istighfar eigentlich die Erkennung, oh Allah, ich bin dein Diener und du bist mein Herr. Jemand, der anfängt, keine Istighfar zu machen, der sieht sich als fehlerfrei, als makellos und dies gebührt Allah. Der Mensch wurde erschaffen, um Istighfar zu machen. Wenn ihr mich fragen würdet, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen und erlaubt uns so viele Sünden zu machen, denn warum sind wir so fehlerhafte Menschen? Dann gibt es eine Erklärung. Allah hat uns erschaffen, damit wir Fehler machen. Richtig, wir sind dafür da, um Fehler zu machen. Ich werde gleich drauf kommen. Ganz normal. Warum hat Allah uns aber so erschaffen, dass wir so viele Sünden machen? Warum? Dann gibt es eine Erklärung, weil Allah al-Ghafur ist. Allah hat uns so erschaffen, weil er will, dass wir Istighfar machen. Es geht nicht um die Sünde, es geht um das Istighfar zu Allah. Allah hat uns so erschaffen, deswegen müssen wir ausnahmslos immer wieder Istighfar machen. Mit welchem Namen Allahs kommt denn der Name al-Ghafur vor? Im edlen Koran kommt der Name al-Ghafur mit weiteren Namen Allah subhanahu wa ta'ala vor. Und zwar 61 Mal in Bezug auf Allah. Allah, und dann kommt, er ist Al-Ghafur, Al-Rahim, Ghafur, Al-Rahim. 61 Mal. Das zweite ist mit Al-Rahim. Mit Al-Rahim kommt er 73 Mal im edlen Koran vor. Jetzt könnte man glauben, Allah subhanahu wa ta'ala ist Ghafur und Rahim. Er ist der Barmherzige und der Vergebende. Allah ist vergebend, weil er Rahim ist. Allah ist Rahim, deswegen vergibt er. Diese zwei Namen sind Namen, die sich gegenseitig vervollständigen. Allah vergibt, weil er barmherzig ist. Weil Allah barmherzig ist, vergibt Allah subhanahu wa ta'ala uns. In der Surah Saba fängt die Surah mit Hamd an. Und da wird gesagt, der Grund, warum wir Allah Hamd machen sollten, Hamd. Der Grund, warum wir Allah Hamd machen, Alhamdulillah, ist, weil Allah subhanahu wa ta'ala Maghfirat macht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns vergibt. Warum vergibt Allah subhanahu wa ta'ala uns? Weil er barmherzig ist, weil er gnädig ist. Das sind die Gründe, warum wir Hamd zu Allah subhanahu wa ta'ala machen. Jetzt könnte man meinen, was sind die Hikmet dahinter? Warum Allah zum Beispiel sagt, Ghafur und Rahim oder Ar-Rahim und Ghafur kommt einmal im edlen Koran vor. Die Hikmet ist, wenn ein heutiger Mensch zum Beispiel einen anderen Menschen vergibt, dann tut er das häufig, um ihn zu erniedrigen. Zum Beispiel, er kommt und sagt, ja, du hast diesen und diesen Fehler gemacht, du hast so und so gemacht, du hast das und das auch noch gemacht, aber ich vergebe dir. Er nimmt deine Sünden, erzählt sie auf, er macht sie publik und dann sagt er, jetzt vergebe ich dir. Wenn der Mensch vergibt, dann vergibt er häufig nicht, weil das von seiner Gnade ist, sondern weil er seine Autorität stärken will, seine Anerkennung stärken will. Weil ein Menschen zu vergeben bedeutet Stärke. Vergeben ist immer Stärke. Zum Beispiel hat man damals im alten Rom, wenn jemand verurteilt worden ist, dann gab es diese große Arena und da kam dann der Senat. Und wenn sie danach ihre Daumen runter gemacht haben, hieß das, er wird bestraft. Dann wurde er bestraft. Hat er den Daumen hoch gemacht, hieß es, wir haben ihn vergeben. Und dann hat die ganze Arena geklatscht. Weil diese Leute, diesen Typen, der eine Straftat gemacht hat, vergeben hat. Da hat die ganze Arena geklatscht, weil die ihn vergeben haben. Aber als sie ihn bestraft haben, hat die Arena nicht geklatscht. Warum haben die Leute das gemacht? Um ihre Macht zu stärken. Und deswegen haben sie Anerkennung bekommen. Ey, guck mal, wir geben euch das Leben. Eigentlich hätten wir dich töten können, aber wir haben dir ein zweites Leben gewährt.
So ist der Mensch. Wenn der Mensch oder die Autoritäten, die Gerichte heute vergeben, dann ist aufgrund von dessen, um zu zeigen, wir sind vergebend. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er einen Menschen vergibt, dann nicht, um irgendwie seine Macht zu präsentieren oder seine Macht emporzuheben. Nein, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen vergibt, dann wirklich, weil er barmherzig ist. Dann wirklich, weil er gnädig ist. Dann wirklich, weil er der Besitzer von Rahim ist. Er ist Rahim. Deswegen er ist Ghafurun Rahim. Er vergibt, weil er barmherzig ist, aufgrund von seiner Gnade und nicht aufgrund von irgendwas anderem. Das ist Allah, Alhamdulillah. Allah, sein Name Al-Ghafur, kommt mit dem Namen Al-Halim 6-mal vor. Ghafurun Halim und 2-mal Haliman Ghafura. Also 4-mal Ghafurun Halim und 2-mal Haliman Ghafura. Was bedeutet dies? Halim ist derjenige, der, obwohl er die Möglichkeit hat zu bestrafen, geduldig ist in der Bestrafung und nachsichtig ist und sein Zorn unter Kontrolle. Das ist Halim. Allah subhanahu wa ta'ala ist Ghafur und Halim. Warum aber diese Kombination, Ghafur und Halim? Was hat das miteinander zu tun? Wenn ein Mensch einen Menschen vergibt und der Mensch kommt morgen, macht den Fehler wieder, dann sagt man, ach, hätte ich dir doch nicht vergeben. Wenn der Mensch kommt und macht den Fehler nochmal, Wiederholungstäter, dann wird von der ersten Sünde, die eigentlich vergeben worden ist, dieser Wut nochmal mit aufgekocht und die wird noch mit draufgegeben. Ist ja auch heute in deutschen Gerichten überall so. Wiederholungstäter werden immer stärker bestraft. Warum? Weil die erste Tat zählt auch noch mit. Deswegen wird immer gesagt, ist das ein Wiederholungstäter oder kein Wiederholungstäter. Allah subhanahu wa ta'ala ist aber Ghafur und Halim. Du machst die Sünde, er vergibt dir. Du machst die Sünde nochmal, Allah sagt nicht, warum habe ich ihn vergeben. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt dir wieder und wieder und wieder und wieder. Und wird nicht die andere Sünde mitberechnen und sagen, du hast so 3-4 Mal noch falsch gehandelt, das kommt auch noch dazu, jetzt kommt mein Zorn über dich. Allah subhanahu wa ta'ala ist immer Halim. Egal was passiert. Er ist nicht nur heute Halim, er ist immer Halim. Deswegen ist Ghafurun Halim. Zweimal kommt es andersrum. Haliman Ghafura. Aber Halim vorne. Warum Halim und Ghafur? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er ist geduldig in der Bestrafung, aber danach vergibt er. Kennt ihr diese Menschen, die sehr geduldig sind? Sehr geduldig sind. Die schlucken, sind ruhig, aber dafür platzen die einmal im Jahr und dafür, wenn die platzen, dann platzt richtig. Dann kommt alles hoch, was sie aufgestaut haben, dann knallt es richtig. Dann sagst du, der ist doch damals schon explodiert. Also hättest du damals meinen Fehler einfach hättest du mich dafür bestraft, warum jetzt diese harte Bestrafe? Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht so. Allah ist geduldig, sehr geduldig im Bestrafen. Er wartet ab und danach vergibt er sogar die Sünden. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala, der Halim und Ghafur ist. Allah, seine Vergebung ähnelt nicht die von den Menschen. Keine Vergebung ähnelt die von Allah. Versteht ihr jetzt, warum wir Alhamdulillah zu Allah sagen mussten? Alhamdulillah, Allah, was für ein Gott wir haben. Was für ein Allah wir haben. Der Mensch, der vergibt. Der Mensch, der vergisst aber nicht. Der Mensch vergibt, aber hebt sich das auf und benutzt irgendwann gegen dich. Der Mensch, du machst eine Sünde, du bist bei ihm unten durch. Du machst eine Sünde, einen Fehler, der Mensch hat kein Verständnis. Du machst ein zweites Mal, der Mensch kündigt mit dir die Freundschaft, kündigt mit dir alles. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht so. Allah ist Halim, er bestraft dich nicht direkt und sollte Sünde wieder und wieder und wieder machen. Jedes Mal, wenn du Istighfar machst, wird Allah subhanahu wa ta'ala dir vergeben. 4-mal kommt der Name Ghafur mit dem Namen Allahs Afu zusammen vor. Der Unterschied zwischen Afu und Ghafur ist, Afu ist, wenn du jemanden Af etmek, vergeben, Af. Af bedeutet, wenn du jemanden vergibst, du sagst ihm seine Sünde ins Gesicht, du sagst ihm seinen Fehler ins Gesicht, er wird dadurch erniedrigt, aber er wird vergeben von der Strafe. Er wird nicht bestraft. Das ist Afu. Seine Sünde wird ihm gesagt, das wird bekannt gegeben, aber er wird nicht bestraft dafür. Das ist die Vergebung. Al-Ghafur ist, die Sünde wird weder ihm ins Gesicht gesagt, noch wird er erniedrigt, noch wird er bestraft dafür. Allah subhanahu wa ta'ala, sein Ghafur, sein Ghufran, ist so stark, dass Allah nicht mal sagen wird, ich habe dir vergeben oder ich habe dir die Sünde vergeben. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala nicht möchte, dass der Diener sich erniedrigt fühlt. Deswegen, Allah, sein Ghafur, ist so gewaltig, dass wenn der Name Afu mit Ghafur zusammenkommt, dass der Name Afu von Allah ebenfalls auf dieselbe Position der Esma von Al-Ghafur emporgehoben wird. Alhamdulillah. 8-mal kommt der Name Ghafur mit dem Namen Ar-Rab vor. Wenn der Mensch etwas erzieht, dann erzieht er auf Barmherzigkeit, richtig.
Aber irgendwann wird er auch mit Strenge Terbier machen müssen oder mit Strafen, damit die Erziehung auch entwickelt wird oder vollzogen werden kann. Allah subhanahu wa ta'ala, seine Erziehung, sein Rabb gegenüber uns, seine Schöpfung, ist komplett auf Rahmat und auf Maghfirat aufgebaut. Deswegen, Allah ist Rabbun Ghafur, der Herr der Vergebung. Er erzieht seine Schöpfung und baut dieses auf die Vergebung auf. Alhamdulillah. 3-mal kommt der Name Allahs Ghafur mit dem Namen Ash-Shakur vor. Shakur und Ghafur. Was ist die Weisheit dahinter? Wenn ein Mensch einen anderen Menschen vergibt, dann ist dieser Mensch artig wertlos. Der Mensch hat keinen Wert mehr. Du hast eine Sünde gemacht, ich habe dir vergeben, gut ist. Wenn du dich danach bei mir bedankst, hat dein Dank nicht mehr viel Wert. Warum? Du hast einen Fehler gemacht. Dein Wert ist gesunken. Allah subhanahu wa ta'ala ist Shakur und Ghafur. Nein, du machst eine Sünde, dein Wert bei Allah geht nicht weg. Wenn du eine Sünde machst, ich vergebe dir, morgen tust du mir einen Gefallen, dann werde ich nicht zu dir sagen, danke. Dann sage ich, ja, ich habe dir doch so letztens auch schon vergeben. Ja, das ist das Mindeste, was du machen kannst. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht so. Allah ist Shakur und Ghafur. Ihr macht einen Fehler Allah gegenüber, euer Wert wird nicht weniger. Euer Dank gegenüber Allah ist immer noch Allah wichtig. Allah will immer noch, dass ihr ihm dankt für die Gaben. Ist nicht so, dass man sagt, ich bin sowieso ein Sündiger, was soll ich denn Allah Schükr machen? Ich habe sowieso keinen Wert. So ist es nicht. Wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala Sünden macht, Allah vergibt euch, ist euer Schükr zu Allah trotzdem wichtig. Nicht nur das, Allah wird euch immer wieder entgegenkommen, wenn ihr ihn in seiner Religion hilft. La in shakartum la azidannakum. Du hast eine Sünde gemacht, aber du machst Schükr, Allah wird dir wieder, wenn du einen Schritt ihnen entgegenkommst, dir 10 Schritte entgegenkommen. Dein Wert bei Allah wird niemals verloren gehen. Warum? Weil er ist Ash-Shakur. Er bleibt immer Ash-Shakur. Er ist Ghafur und Shakur. Deswegen, die Vergebung Allahs ähnelt niemandem. Das ist ja Tawhid, Ikhwan. Tawhid ist Allah in allen Dingen als einzig sehen. Der Mensch vergibt auch, Allah vergibt. Der Mensch ist barmherzig, Allah ist auch barmherzig. Aber Allah, seine Barmherzigkeit ähnelt nichts. Allah, sein Rabb, Rububiyat, ähnelt nichts. Allah, seine Vergebung, ähnelt niemandem nichts. Das ist Tawhid. Überall in allen Eigenschaften nur Allah als Besonderes zu erkennen und nur Allah die Sachen zuzuschreiben. Das ist Allah in der Vergebung. Der Tawhid in der Vergebung ist das. Es gibt niemanden, der so vergibt. Niemanden. Ihr könnt es mir nicht zeigen. Selbst die gnädigsten Menschen, die halten euch etwas vor, irgendwann früher oder später. Aber Allah, unser Herr, unser Rabb, ist nicht so. 2-mal kommt er mit dem Namen Aziz vor. Ghafur, Aziz und Ghafur. Allah ist allmächtig. Warum Ghafur und Aziz? Ihr wisst, wenn ein Mensch einen anderen Menschen vergibt, dann häufig, um wieder seine Autorität zu stärken. Wir haben das ja vorhin angedeutet. Wenn jemand, oder man sagt zum Beispiel, hast du gesehen, der Staat hat den und den freigesprochen, das Gericht hat letztens diese Leute freigesprochen, begnadigt. Zum Beispiel der Präsident hat 150 Leute begnadigt. Da sagt man, wow, was, mashallah, nee. Man sagt, Respekt, guck mal, wie gut die sind. Warum vergeben die? Nicht, weil sie barmherzig sind, sondern weil sie dadurch Macht, einen Profit haben wollen. Allah, indem er dir vergibt, er hat gar nichts davon. Nichts, kein Profit. Allah ist sowieso schon mächtig. Allah sagt, ich bin doch schon Aziz. Ich muss nicht vergeben, um meine Macht, meine Autorität zu stärken. Ich bin sowieso schon allmächtig. La ghaliba illallah. Ich bin sowieso der Bezwinger. Ich werde sowieso gewinnen gegen alle. Wenn ich vergebe, dann ist es wirklich nur wegen meiner Gnade und nicht, weil ich Macht dadurch erlangen will. Ich bin doch schon allmächtig. Das ist die Hikmet, warum es mit dem Namen Aziz vorkommt. Und einmal kommt er mit dem Namen Wadud vor. Ghafurul Wadud. Warum? Allah ist Wadud, derjenige, der am meisten liebt und derjenige, der am meisten geliebt wird. Wenn ihr den Menschen, den ihr liebt, einmal einen Fehler macht, 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, irgendwann wird die Liebe bei den Menschen weniger und der Mensch wird sagen, ich liebe dich nicht mehr, geh weg von mir. Aber Allah ist nicht so. Du machst eine Sünde, 2 Sünden, 3 Sünden, 4 Sünden, 5 Sünden, Allah liebt dich immer wieder. Allah vergibt, weil er liebt. Wusstet ihr, dass man häufig Menschen vergibt, auch die man nicht liebt? Man vergibt ja auch Menschen, die man nicht liebt. So, ich habe dir vergeben, geh einfach weg von mir. Aber Allah vergibt, weil er liebt. Allah vergibt, weil er liebt. Das ist hier gerade, das ist sehr krass. Allah vergibt den Menschen
Nicht, wenn der Mensch vergibt manchmal, ich mag den nicht, aber komm, ich habe dir vergeben. Aber Allah vergibt, weil er den Menschen liebt. Genau deswegen. Und Allah, seine Liebe zu Menschen wird niemals weniger. Das reicht nicht aus. Du hast Sünden gemacht, Allah liebt dich immer noch und er will, dass du ihn immer noch sehr stark liebst. Das ist Allah. Zeig mir einen anderen Gott, außer Allah, der das macht. Gebührt es denn nicht Allah subhanahu wa ta'ala, nur ihn anzubeten? Ist das nicht ein Rabb, dem man Hamd machen sollte, wo man Alhamdulillah sagen sollte? Ist das nicht ein Gott, mit dem man zufrieden sein sollte? Wo sucht man? Was sucht man? Was hat man? Stellt euch vor, Allah hätte sich diesen Namen Al-Ghafur nicht gegeben. Was wäre dann? Allah ist so allvergebend, dass wir sehr stark darauf aufpassen müssen, dass nicht der Mensch schlecht ist, sondern die Taten schlecht sind. Nur weil ein Mensch eine Sünde macht, ist der Mensch nicht schlecht. Diese Taten sind schlecht. Deswegen kommt Allah im Koran und weist immer wieder diese schlechten Taten auf Shaitan zu. Haza rijsun min amal Shaitan, das ist der Dreck von den Taten Shaitan. Die Taten werden nie zu Menschen angeschrieben. Der Mensch an sich ist hier gut, der ist hier nicht schlecht. Die Taten, die er macht, sind nicht richtig und die sind von Shaitan. Deswegen kommt Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, wenn eure Klamotten dreckig sind, dann wascht ihr euch. Wenn ihr beschmutzt seid, dann wasche ich euch mit dem Namen Al-Ghafur, mit meinem Maghfirah. Deswegen sagt der Prophet bei Ibn Majah, At-Ta'ibu min Zambi kaman la Zamba lah. Jemand, der von einer Sünde Tauba macht, ist so, als hätte er niemals die Sünde begangen. Und das ist wirklich so, ihr müsst das begreifen, ihr müsst unterscheiden. Weil ihr viele Sünden macht, heißt nicht, dass ihr schlecht seid. Allah liebt euch immer noch. Die Taten sind schlecht, deswegen müsst ihr euch reinwaschen. Wenn ihr ein Baby habt und das hat die Windel voll, dann werft ihr nicht das Kind weg. Dann nimmt ihr das Kind und macht es sauber. Richtig? Und so seid ihr auch. Wenn ein Mensch einen Fehler macht, ist der Mensch nicht schmutzig. Die Sache ist schmutzig. Man nimmt es, man erneuert es, man macht sauber. Und so ist mit Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt möchte ich euch was fragen, und zwar, was wäre denn, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht Ghafur wäre? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht Ghafur wäre, dann würde auf dieser Welt nicht ein einziges Lebewesen sich bewegen können. Nicht ein einziges Lebewesen, sagt Allah. Allah sagt im edlen Koran, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Allah sagt, und würde Allah die Menschen für das belangen, was sie erworben haben, so würde auf der Welt keinerlei bewegender Lebewesen sich jemals bewegen können. Allah sagt im edlen Koran, فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, und dann haben wir sie aufgrund von ihren Sünden vernichtet. Wäre Allah seine Vergebung nicht und wir hätten Sünden gemacht, so wären wir alle vernichtet. Nicht nur wir, sondern alles, was sich bewegt, alle Lebewesen, nicht nur der Mensch, alles würde Allah vernichten. Warum? Zahar al-Fasadu fil Barri wal Bahr bima kasabat aydin nas. Allah sagt, Unheil ist auf dem Festland und auf den Meeren erschienen wegen das, was die Hände der Menschen erworben haben. In Surah Rum 41. Vers. Warum würde es kein einziges Lebewesen geben, wenn Allah nicht Al-Ghafur wäre? Wenn Allah die Sünden, die wir machen, nicht vergeben würde? Weil der Mensch, alles hat Allah im Einklang erschaffen. Wenn der Mensch anfängt, etwas anderes zu machen, wofür er erschaffen worden ist, dann nimmt er viele andere Sachen, die Allah eigentlich für ihn gemacht hat, dass er für Gute benutzen soll, für das Schlechte mit. Und alles, was er benutzt hat als Mittel, diese Nahrung, diese Transportmittel, würde Allah mit ebenfalls vernichten, weil sie haben ihn mit dazu getragen, zu der Sünde. Deswegen, zum Beispiel, wenn heute Chemikalien ins Meer geschmissen werden, deswegen sagt Allah, Unheil ist auf dem Meer und auf dem Festland entstanden, oder diese ganze Klimaproblematiken, dann kommen die ganzen Plastikmüll oder die Tiere, alle sterben aus. Warum? Durch die Hände der Sünden der Menschen bestrafen wir nicht nur uns Menschen, sondern alle Menschen, alle Lebewesen. Die Bäume, die gehen kaputt, die Pflanzen, die Tiere. Deswegen, wenn Allah nicht Al-Ghafur wäre, wäre kein einziges Lebewesen, keine einzige Bewegung auf dieser Welt möglich. Alhamdulillah, dass Allah Al-Ghafur ist. Wenn Allah nicht Al-Ghafur wäre, dann hätte keiner von uns ein Gesicht, den anderen anzugucken. Wenn Allah unsere Sünden nicht verdeckt hätte und bedeckt hätte und alle würden unsere Sünden wissen, alle würden unsere Fehler wissen, man würde wissen, was für einen Fehler du gemacht hast, wenn ich dich angucke, dann würden keine Menschen sich jemals gegenüberstehen und miteinander sprechen, weil sie sich schämen würden. Im Fiqh gibt es eine Regel, das wird von Sa'id ibn Jubayr überliefert, das ist eigentlich aus dem gesamten Kontext vom Koran herausgeholt, wo es heißt, wenn ein Mensch eine gute Sache macht, die Deutschen nennen es Karma, sowas Ähnliches.
wenn der Mensch etwas Gutes macht, dann antwortet Allah mit etwas Gutem. Wenn der Mensch mit etwas Schlechtes macht, dann antwortet Allah ebenfalls mit einer Strafe für den Menschen. Jetzt ist das so, wenn ein Mensch eine Sünde macht, einen Fehler macht, dann ist das so, wie als würde sich eine Tür öffnen und ein Unheil kommt auf ihn zu. Dieses Unheil ist sowohl im Jenseits als auch im Diesseits, wird ihn 100% treffen. Für alles, was der Mensch macht, öffnet sich eine Tür. Wenn du Gutes machst, kommt Gutes. Wenn du Schlechtes, dann kommt Schlechtes auf dich. Und dieses Schlechte wird irgendwann auf dich treffen. Und wenn es auf dich trifft, dann war es das, was du mit deinen Taten erworben hast, sagt Allah. Und genau damit diese Sache, die dich nicht treffen soll, macht Allah Al-Ghafur, und das ist diese Mauer da. Dieser Unheil, was auf dich kommt, wo du mit deiner schlechten Tat, was deine Frau, dein Mal, deine Kinder treffen könnte, wenn du nicht Istighfar machst, wird dich dieses Unheil für deine Sünden, die du gemacht hast, dich treffen. Aber wenn du Istighfar machst, macht Allah die Mauer davon und das Unheil wird dich nicht treffen. Allah sagt im Koran, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Sie haben sich vom Glauben abgeschweift, dann hat Allah ihre Herzen abgeschweift. Sie haben sich abgewendet, dann hat Allah sie abgewendet. ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. So wandten sie sich ab und Allah hat ihre Herzen abgewandt. Sie haben zuerst den Schritt gemacht, dann hat Allah das gemacht. Sie haben zum Beispiel gesagt in Surah Baqarah, Musa, sie haben das Kufr im Herzen gehabt, dann hat Allah ihnen den Weg leicht gemacht, das Kalb anzubeten. Sie haben den ersten Schritt gemacht. Jetzt überlegt mal, Allah wäre nicht Ghafur. Und diese Fehler, diese Unheil, was kommt, würde auf uns kommen. Ununterbrochen würde es uns treffen. So wären wir vernichtet. Alhamdulillah, dass Allah Ghafur ist und diese Mauer, diese Wand genau dazwischen stellt. Ihr kennt alle den Hadith des Propheten, wo er sagt, Inna al-Abda iza akhta'a khati'atan nuktati fi qalbi nuktatan sauda. Wenn ein Mensch eine Sünde macht, einen Fehler macht, so entsteht in seinem Herzen ein schwarzer Punkt. Macht er, sagt der Prophet, فَإِذَا هُوَ نَزْعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ. Wenn er sich aber davon abwendet, Istighfar macht und Tauba macht, so wird Allah diesen schwarzen Fleck polieren. Macht er aber kein Istighfar und kein Tauba, wird dieser schwarze Fleck immer mehr und mehr und mehr, bis irgendwann sein Herz so schwarz ist, Khatam Allahu ala qulubihim, da kommt der Stempel Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah nicht Al-Ghafur wäre, wer hätte unsere Herzen gereinigt? Wer hätte unsere Herzen vor dem Dreck gereinigt? Niemand hätte es reinigen können. Und dann verließ der Prophet diesen Vers, Kalla bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nein, jedoch das, was sie getan haben, hat auf ihre Herzen Schmutz gelegt. Sie wollen danach gute Taten machen, aber sie werden dauernd gehindert. Sie wollen, aber sie können nicht. Sie haben den Wunsch, sie haben den Drang, aber sie können nicht mehr. Sie geben dem die Schuld, die Arbeit, die Schuld, die Freunde, das Kind, die Frau. Sie wollen, aber sie können nicht mehr. Der Prophet sagt dann, nein, Allah sein Vers, Kalla bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Brauchst niemand anderen die Schuld zu geben. Die Schuld ist bei dir für deine Taten, die du erworben hast. Nicht nur im Diesseits ist Allah Al-Ghafur. Allah, sein Name Al-Ghafur, wird auch im Jenseits sich widerspiegeln. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam berichtet uns, Ibn Umar berichtet diesen Hadith, das ist der Hadith von Najwa. Inna Allah yudni al-mu'mina fayada'u alayhi kanafahu wa yasturhu. Allah wird im Jenseits den Gläubigen zu sich nehmen. Und danach wird er ein Örtür, eine Gardine, wie so ein Vorhang über ihn machen und ihn zudecken. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sagen, Ata'rifu zanba kaza, ata'rifu zanba kaza. Weißt du noch diese Sünde, die du getan hast? Weißt du die Sünde von dir? Diese Sünde, die Sünde? Yaqul, na'am, ey Rabb. Und der Diener wird sagen, ja Allah, ja mein Herr, ich weiß es, ich erinnere mich, ich habe das gemacht, ich habe die Sünden gemacht, ja, ich habe das gemacht. Und Allah zählt auf. Hatta iza qarrarahu bi zunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak, qala satartu alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, der Mensch wird denken, jetzt bin ich vernichtet, jetzt bin ich ruiniert. Allah zieht die Sünden auf, so viel müssten das sein. Und dann sagt der Diener, okay, jetzt bin ich halak, ich bin vernichtet. Das ist mein Untergang. Dann wird Allah sagen, ich habe dir im Diesseits deine Sünden zugedeckt und heute werde ich dir deine Sünden vergeben. Dann wird die Gardine hochgehen und der Mensch wird ganz sauber und rein, ihm wird vergeben worden sein.
Hieraus kann man eigentlich eine Regel entziehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala euch eine Sünde, die ihr begangen habt, im Diesseits bedeckt und niemand davon erfahren habt, ist das ein Anzeichen, dass Allah euch diese im Jenseits vergeben will. Deswegen ein Mensch, der seine Sünden auf dieser Dunya preistut, es gibt keinen dümmeren Menschen als jemanden, der seine Sünde mit seiner Sünde prahlt. Eine Sünde, sagt ja Allah sowieso in einem Hadith, der Prophet, Allah wird die Sünden so lange vergeben, bis der Diener seine eigene Sünde preistut. Dafür wird er danach bestraft werden. Deswegen, wenn Allah euch eure Sünden verdeckt hat, braucht ihr nicht die Sünden jemand anders zu sagen. Dann ist dies ein Zeichen, dass Allah euch im Jenseits vergeben will. Aber wenn ihr wollt, dass ihr bestraft werdet, dann prahlt ihr damit, dann werdet ihr dafür zur Rechenschaft gezogen. Deswegen, wenn Allah nicht Ghafur wäre, so wären wir vernichtet. Der Weg zur Hölle, sagt dann, das Einzige, was uns vom Höllenfeuer schützt, ist ja das Ghafur. Wäre Allah nicht Ghafur, wäre der Weg zur Hölle frei. Da wären wir in die Hölle gegangen. Weil Allah ja Ghafur ist, vergibt, wird der Weg zur Hölle zugedeckt. Deswegen, Al-Ghafur ist nicht nur in dieser Dunya ein Schutz gegen Unheil, sondern im Jenseits die Mauer, die uns vom Höllenfeuer retten wird. Inshallah, möge Allah allen Muslimen vergeben. Ich möchte zu einem Punkt kommen, was haben wir denn davon, wenn wir wissen, dass Allah Al-Ghafur ist? Als erstes sollten wir uns angewöhnen, sehr, sehr viel Istighfar zu machen. Vor allem mit dem Mund, Astaghfirullah wa atubu ilayh. Wir sagen das immer wieder, für uns alle hier ist Pflicht, am Tag mindestens 100 Mal Astaghfirullah zu sagen. Wir haben das tägliche Zikr, was wir machen müssen. Das ist sehr wichtig, dass wir dies 100 Mal am Tag machen müssen. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Der Prophet a.s. sagt, Ja ayyuhan nasu, o ihr Menschen, tubu ilallahi wa astaghfiruhu, fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra. O ihr Menschen, macht Istighfar zu Allah und Tauba. Denn ganz gewiss, ich mache am Tag 100 Mal Istighfar zu Allah, subhanahu wa ta'ala. In einem anderen Hadith, Exara min sab'in marra, mache ich mehr als 70 Mal Istighfar zu Allah, subhanahu wa ta'ala, sagt der Gesandte Allahs. Abdullah bin Umar berichtet uns, der Gesandte Allahs hat in einer Sitzung manchmal Allah 100 Mal Istighfar gemacht. In einer Sitzung. Während er das Hochbett gemacht hat, hat er 100 Mal immer Astaghfirullah gesagt. Immer Astaghfirullah zwischendurch. Astaghfirullah. Deswegen gewöhnt euch immer wieder Istighfar an mit der Zunge, mit den Worten, mit allem drum und dran. Sehr, sehr viel Istighfar zu machen. Bei Ibn Majah wird überliefert, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Frohe Botschaft für denjenigen, der im Jenseits in seinem Amalbuch sehr viel Istighfar drin stehen hat. Deswegen, ob ihr im Stehen seid, ob liegen oder ob ihr einfach irgendwo mit dem Auto fährt, wiederholt sehr häufig das Istighfar, inshallah. Was haben wir davon, wenn wir wissen, dass Allah Ghafur ist? Der zweite Punkt ist, Allah sehr viel Hamd dafür machen. Wirklich, nachdem wir das hier verstanden haben, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir Allah sehr viel Hamd machen. Dass wir so einen Allah haben. Alhamdulillah, dass wir Allah als Rabb haben. Ihr könnt wirklich mit voller Stolz stehen und sagen, mein Rabb ist Allah. Mein Gott ist Allah. Lasst sie mit ihren ganzen Göttern kommen, mit ihrem Buddha, mit ihren Kühen, mit ihren Statuen, mit ihren Götzen, mit ihren Demokratien, mit ihren Systemen, mit ihren Menschen, mit ihren Militär. Sie können mitkommen, mit was sie wollen. Du kannst wirklich mit ganz ruhigem Gewissen erstellen und sagen, mein Rabb ist Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, der Herr der Welten. Deswegen, ein Mensch, der weiß, dass Allah Ghafur ist, der macht sehr, sehr viel Hamd zu Allah, weil es ihm wahrhaftig gebührt. Ihr wisst, Shukr ist eine Nimet, eine Gabe, die Allah dir gibt, dafür dich zu bedanken. Das ist Shukr. Hamd ist Allah wegen seinem Saat, Allah zu danken, weil er so ist, wie er ist. Das ist Hamd. Hamd steht über Shukr, deswegen sollten wir viel Hamd machen. Drittens, sollten wir niemals die Hoffnung auf Allah, seine Vergebung verlieren. Guck mal, der Shaitan, was ist der größte Erfolg von Shaitan, wenn ich fragen würde, dann würden vielleicht manche sagen, es ist, einen Menschen in Sünde zu verleiten. Aber dies ist nicht richtig. Der größte Erfolg von Shaitan ist es, die Hoffnung zu dir, zu Allah abzuschneiden. Dass du die Hoffnung zu Allah verlierst. Das ist der größte Erfolg. Weil Sünden zu machen, macht dich zu einem Fasik, aber die Hoffnung von Allah zu verlieren, macht dich zu einem Kafir. Das ist ganz eindeutig. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns diesbezüglich nicht unsere Hoffnung nehmen lassen. Allah sagt mit dem Koran, قَالَ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Er sprach, und wer außer den Verirrten, wer außer die Irregangenen verliert die Barmherzigkeit
verliert die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Welcher irre Mensch, erklärt mir das mal, welcher irre Mensch kann jemals die Hoffnung auf Allah, seine Barmherzigkeit verlieren? Oh du Mensch, was glaubst du, was du bist? Was glaubst du, was deine Sünden sind? Denkst du, deine Sünden sind so viel, dass die über Allah seine Merhamat hinausgehen? Über Allah seine Rahmat? Denkst du, oh du Mensch, deine Sünden sind so viel, dass deine Sünden nicht in das Ghafur von Allah hineinpassen? Und du hast so viel gesündigt? Oh du Mensch, 2-3 Kilo Erde reichen aus, um dich zu bedecken. Was bist du? 3 Kilo Erde. Was glaubst du, was für Allah ausreicht, um deine Sünden zu bedecken? Nichts. Nichts. Was glaubt der Mensch? Ich habe so viele Sünden gemacht, mir kann niemand mehr vergeben. Nur die Irrgang, sagt Allah, nur die ganz tiefen der Irre sind. Die Irre, die sind wahnsinnig, sind diese Menschen, verlieren die Hoffnung auf Allah, seine Barmherzigkeit. Niemals macht es jemals, der normal im Kopf ist. Allah sagt, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Und zweifelt nicht an Allahs Erbarmen, denn an Allahs Erbarmen zweifeln nur das ungläubige Volk. Nur die Kuffar zweifeln an die Hoffnungslosigkeit von Allah, dass Allah seine Rahmat nicht ausreicht. Das sind die Kuffar. Aber der Muslim, der macht das niemals. Und ihr müsst eine Sache verstehen. Jeder Mensch wird Sünden machen. Jeder Mensch wird Fehler machen. Das ist so. Deswegen sagt der Prophet, Kullu ibn Adam khata'un wa khayrun khata'ina tawabin. Jeder Sohn Adams sündigt. Und die Besten unter den Sündern sind diejenigen, die bereuen. Ganz einfach. Ganz einfach. Deswegen braucht niemand zu kommen und sagen, ich habe so viel gesündigt, dass Allah mir nicht vergeben kann. Was glaubst du, was du bist? Was glaubst du, was du mit deinen Sünden bist? Sollst du Tag und Nacht sündigen? Glaubst du, Allah seine Rahmat, deine Sünden übersteigen Allah seine Gnade, Allah seine Vergebung? Was glaubst du, was du bist? Nichts. Allah sagt im edlen Koran, und dies wird im Koran als der hoffnungsvollste Vers bezeichnet, in Surah Zumar im 53. Vers, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah sagt, قُلْ يَا عِبَادِي, O meine Diener, und hier spricht Allah jeden Menschen an. Jeden, Ja Ibadi, alle seine Lieben, alle seine Menschen. Ja Ibadi, O meine Diener. Allazi asrafu ala anfusihim. Derjenige, der gegenüber sich sehr, sehr viel gesündigt hat. Der sehr, sehr viel sündigt sich gegenüber. Der sein Wort bricht. Der gegenüber Allah sich auflehnt. Der kein Schukr macht. Der kein Hamd macht. Der große Sünden macht. Der kleine Sünden macht. Der vergisst. Der hart ist. All diese Sünden, die du machst, der gegenüber sich so viel Zulm macht, so viel Unrecht tut, so viel Sünden begeht, la taqnatun min rahmatillah. Verliere niemals die Hoffnung auf Allah, seine Rahmat. Wisst ihr, was hier das Interessante ist? Allah spricht in diesem Vers. Allah sagt, Qul ya ibadi, o meine Diener, asrafu ala anfusim, die gegen euch selbst gesündigt habt, la taqnatu min rahmati. Normalerweise müsst du kommen min rahmati. Yani, verliert nicht die Hoffnung auf meine Barmherzigkeit. Aber Allah spricht und sagt trotzdem, verliert eure Hoffnung nicht auf Allahs Barmherzigkeit. Normalerweise würde es hier eigentlich richtig heißen, verliert nicht die Hoffnung auf meine Barmherzigkeit. Aber er sagt auf Allahs Barmherzigkeit. Warum auf Allahs Barmherzigkeit? Was ist die Hikmah dahinter? Oh du Mensch, du bist begrenzt. Du hast einen Anfang, hast ein Ende. Die Rahmat von Allah ist von seinem Saat. Und Allah hat weder einen Anfang noch ein Ende. Eine Rahmat, die keinen Anfang und kein Ende hat. Aber ein Mensch, der begrenzt eine Sünde begeht und irgendwann mit der Sünde aufhört, soll nicht in das Rahmat von Allah hineinpassen. La taqnatu min rahmatillah. Verliere nicht die Hoffnung von Allahs Rahmat. Diese Allah, der kein Anfang, kein Ende hat. Und das Rahmat, haben wir in Ar-Rahman erklärt, gehört zu seinem Saat, gehört zu Allah an sich. Hat weder einen Anfang noch ein Ende. Deine Sünden, die begrenzt sind, von Anfang bis Ende, soll nicht in das Rahmat von Allah hineinpassen? So denkst du? Warum? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah vergibt ganz gewiss alle Sünden, alle Sünden. Warum? Innahu huwa ghafurur rahim. Weil er ist Ghafur und Rahim. Er vergibt dir, weil er barmherzig ist. Er vergibt dir so, dass er deine Sünden bedeckt und dich wieder sauber werden lässt. Das ist Allah,
seine Rahmat. Warum willst du auch die Hoffnung von Allah verlieren? Warum? In einem Hadith sagt der Gesandte Allahs, a.s.w., Aznaba abdun zamban. Ein Diener kommt und macht eine Sünde. Fayaqul. Und dann sagt er, Allahumma ighfir li zambi. Oh Allah, vergib mir meine Sünde. Ein Mensch kommt, macht eine Sünde. Dann sagt er, oh Allah, vergib mir meine Sünde. Dann sagt Allah, Aznaba abdi zamban, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zunuba wa ya'khuzu bizunub, bizamb. Mein Diener hat gewusst, dass er einen Gott hat, einen Herrn hat, der ihm seine Sünden vergibt. Und der ihn bestrafen kann. Ich werde ihn vergeben. Dann sagt der Prophet, er macht den Fehler wieder. Er wiederholt den Fehler. Guck mal, Allahu Akbar. Er wiederholt den Fehler. Und Allah sagt wieder genau dasselbe. Er sagt, Allahumma ighfir li zambi, vergib meine Sünden. Allah sagt wieder, Aznaba abdi zamban, fa'alima anna lahu rabban, yaghfiru zamba, wa ya'khuzu bizambi. Mein Diener hat gewusst, dass er einen Gott hat, einen Herrn hat, der ihm seine Sünden vergibt und ihn bestrafen kann. Ich werde ihn vergeben. Dann sagt der Prophet wieder, er wiederholt den Fehler nochmal. Er wiederholt die Sünde genau nochmal. Allahu Akbar, drittes Mal. Dann sagt er wieder, Allahumma ighfir li zambi. Was würde ein Mensch jetzt sagen? Hau ab, ich habe genug von dir, du machst das die ganze Zeit. Allah sagt, ich habe dir wieder vergeben. Mein Diener hat gewusst, dass er einen Herrn hat, der ihn vergibt oder ihn bestrafen kann. Ich werde ihn vergeben. Und der Diener macht es wieder. Und dann sagt Allah diesen Satz. Wa'amal, mache, ma shi'ta faqad ghafartu lak. Mache, was du willst, ich werde dir vergeben. Allahu Akbar. Das ist Allah. Warum willst du die Hoffnung von Allah verlieren? Warum? Ein Mensch kommt, macht einen Fehler. Hier sagt der Prophet, Allah vergibt ihn. Er macht den Fehler wieder. Er vergibt ihn. Er macht den Fehler wieder. Er macht Istighfar. Allah vergibt ihn wieder. Dann sagt Allah noch zusätzlich, mein Diener soll machen, was er will. Ich werde ihn vergeben. Und das wiederholt der Prophet 2 bis 3 Mal, sagt der Rawi, der Überlieferer. Vor allem ist das Interessante hier, guck mal, der Diener, der macht einen Fehler. Der Fokus ist aber nicht auf den Fehler. Der Fokus ist auf das Istighfar. Wisst ihr, was das Ding ist? Allah geht es nicht um die Sünden. Ich weiß, ganz vorsichtig ausgedrückt, das soll jetzt nicht ein Anspruch zu Sünden sein, damit ihr das versteht. Es geht nicht um Sünden machen. Es geht nicht darum, Fehler zu machen. Die werden wir sowieso machen. Jemand, der glaubt, dass Allah al-Ghafur ist, der muss gleichzeitig Iman machen, dass es Menschen gibt, die Fehler machen, die Sünden begehen. Allah geht es aber nicht darum, diese Fehler. Es geht darum, kein Istighfar danach zu machen. Kein Istighfar danach zu machen, das ist hochmütig. Das ist das Arrogante. Das ist das, warum du bestraft wirst. Wegen dem Fehler an sich. Allah wird dir vergeben. Aber nach dem Fehler, den du begangen hast, Allah hat dich so erschaffen. Oh Allah, du hast mich doch so erschaffen. Dann sagt Allah, richtig, ich habe dich so erschaffen. Du wirst Fehler machen. Aber der nächste Schritt jetzt ist von dir abhängig. Fehler machen ist menschlich, okay? Jetzt kommt der nächste Schritt. Der ist jetzt von dir abhängig. Sehr wichtig. Jetzt musst du Istighfar machen. Machst du kein Istighfar, dann hast du genau den Zorn Allahs auf dich erweckt. Dann hast du das nicht getan, was Allah von dir wollte. Dann hast du das nicht erfüllt, warum Allah dich überhaupt erschaffen hat. Weil du hast kein Istighfar gemacht. Wenn du Istighfar machst, ist die Sünde wieder weg. Alles ist gut. Deswegen, Allah geht es nicht darum. Allah geht es, dahinter ist diese Istighfar, diese Ergebenheit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen wird bei Musnad von Ahmad ibn Hanbal überliefert, Shaitan schwört und sagt, oh Allah, ich schwöre auf deine Izzat, ich schwöre auf deinen Stolz, sagt Shaitan zu Allah, dass ich die Menschen in die Irre führen werde, solange ihre Seelen in ihre Körper sind. Allah erwidert Shaitan, das wird bei Musnad von Ahmad ibn Hanbal überliefert, und ich schwöre auf meine Izzat und auf meinem Jalal, dass ich die Menschen immer wieder vergeben werde, solange sie Istighfar zu mir und Tauba machen. Allahu Akbar. Das ist das Gespräch zwischen Shaitan und Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du ein Muwahhid bist, was? Warum? Wo ist das Problem? Der Prophet sagt, ich möchte ein Hadith verlesen, da kommen wir zum letzten Punkt, inshallah. Bei Tirmizi wird überliefert, قال الله يا ابن آدم, Allah sagt, o du Sohn Adams, o du Mensch, إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. O du Mensch, o du Sohn Adams, wahrlich, solange du Dua zu mir machst und die Hoffnung von mir nicht aufgibst und mich um Vergebung bittest, werde ich, egal was von dir kommen mag, werde ich vergeben.
und das macht mir nichts aus, sagt Allah. Ja, Ibn Adam, o du Sohn Adams, o du Mensch, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. O du Sohn Adams, sollten deine Sünden bis zu den Himmel, bis zu den Wolken hinaufsteigen und du bittest mich um Vergebung, so würde ich dir all deine Sünden vergeben und das würde mir nichts ausmachen. Deine Sünden gehen bis zum Himmel. Du machst Tag und Nacht Sünden, jeden Tag. Du machst nur einmal Astaghfirullah wa atubu ilayk. Mit Reue, mit Hingabe, Allah wird dir alles vergeben. Wala ubali. Und das macht ihm nichts aus. Ja, Ibn Adam, o du Sohn Adams, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushrik bi shay'an, la ataytuka bi qurabiha al-maghfira. O du Sohn Adams, o du Mensch, würdest du mit einer Erde voller Sünden zu mir kommen und hättest mir gegenüber keinen Schirk begangen, so wäre ich mit einer Erde voller Vergebung dir entgegengekommen. Jetzt glaubt ihr, eure Sünden passen nicht in Allah seine Merhamet rein? Allah sein Ghufran, sein Maghfira reicht nicht aus, um die Sünden zu vergeben? Nein. Und sollten eure Sünden, solltet ihr so Tag und Nacht damit beschäftigt sein, Sünden zu begehen, die größten Isyan über Allah zu machen, reicht es aus, einmal Istighfar mit Hingabe zu machen, dass Allah dir all deine Sünden vergibt. Ich komme inshallah zum letzten Punkt, und zwar El-Ghafur und der Mensch, der sündigt. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn ein Mensch weiß, dass Allah El-Ghafur ist, so ist ganz klar, würden wir nicht sündigen, würde es keine Geschöpfe geben, die Fehler machen und keine Istighfar machen, so wäre Allah sein Name El-Ghafur bedeutungslos. Deswegen, die Engel machen kein Istighfar, die können das ja nicht machen. Der Mensch muss da sein, der muss diese Fehler machen, damit Allah seinen Namen El-Ghafur auf uns reflektieren kann. Deswegen, jemand, der den Iman macht, dass Allah El-Ghafur ist, der wird auch verstehen, dass der Mensch da ist, Sündmann. Dass es Menschen gibt, die Sünden machen, Jamaats gibt, die Sünden machen, Fehler machen, eine Umma gibt, die Fehler macht, und das ist wichtig. Warum ich das sage ist, wisst ihr, wie Shaitan unseren Vater Adam reingelegt hat, angelogen hat, mit zwei Dingen. Er sagte, Ma nahakuma rabbukuma an hazi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin. Daher ist das so, dass der Mensch die fehlerfreie, das Makellose anstrebt. Aber dies wird niemals der Fall sein. Der Mensch wird niemals makellos, perfekt oder fehlerfrei sein. Dies sind sowieso Eigenschaften, die Allah gebühren. Deswegen ist Allah Subhanallah sagen wir. Jetzt kam aber Shaitan, hat so den Menschen reingelegt. Und jetzt gibt es Leute, wenn eine Jamaat oder Muslime irgendwo Fehler machen, da kommen sie und gleich nehmen Distanz von den ganzen Leuten auf. Dies ist aber nicht richtig. Weil jemand, der wirklich Iman macht, dass Allah El-Ghafur ist, der wird verstehen, dass es auch Menschen gibt, die Fehler machen. Der Gesandte Allah sagt in einem Hadith, der wird bei Tirmizi überliefert, وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كَيُذْنِبُوا فَيَغْفِرُ لَهُمْ. Würdet ihr nicht sündigen, sagt Allah, würde Allah eine neue Schöpfung hervorbringen, die sündigt und dann um Vergebung bittet. Versteht ihr eigentlich, wie hart das ist gerade? Das soll nicht ein Ansporn zu Sünden sein, aber Allah sagt, das Sünden ist normal, das Fehler machen wird normal sein. Das Istighfar ist hier für Allah sehr wichtig. Es kommt unbedingt auf dieses Istighfar und Tauba an. Daher ist es sehr wichtig, wenn eine Gemeinschaft glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala al-Ghafur ist, wird er auf jeden Fall glauben, dass es auch Menschen gibt, die Fehler machen. Auch Jamaat, auch Muslime, nicht nur Kuffar, auch Muslime werden Fehler machen. Der Gesandte Allah sagt bei einem Hadith, der wird bei Tirmizi überliefert, وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كَيُذْنِبُوا فَيَغْفِرَ لَهُمْ. Würdet ihr nicht sündigen, würde Allah eine neue Schöpfung hervorbringen, die sündigt und die er danach, wenn die um Vergebung bitten, ihn vergibt. Allah subhanahu wa ta'ala geht es nicht darum, um die Sünde. Es geht Allah subhanahu wa ta'ala darum, das Istighfar zu Allah zu machen. Der Fokus wird nicht auf die Sünden gelegt. Das Fehlermachen ist menschlich, das ist ganz normal, das ist eigentlich hier sehr interessant. Allah sagt, hättet ihr nicht gesündigt, ich hätte eine neue Schöpfung hervorgebracht. Die sündigt, das Sündigen ist okay, also okay, jetzt ganz hart ausgedrückt. Das Istighfar muss aber danach kommen. Das Istighfar ist Allah sehr wichtig. Dann hebt er die Sünden auf, das ist gar kein Problem. Was für eine Gnade eigentlich. Allah ist so gnädig, so barmherzig, dass er sagt, die Sünden sind okay und danach, wenn es Istighfar macht, ist alles gut. Allah geht es daher darum, Istighfar. Aufgrund von deiner Sünden dich zu zeigen, als wärst du vernichtet, ist ein fataler Fehler. Denn das, was Allah von dir will, ist Istighfar. Wie viele Menschen gibt es zum Beispiel, die zum Beispiel dauerhaft sündigen, die sündigen dauerhaft, aber die merken das nicht. Und ihr Buch von Amal, ihr
Tatenbuch wird immer voller, voller, voller. Sie lügen, sie machen zum Beispiel Dinge, die sie nicht als Sünden sehen. Die lästern, die lügen, die ziehen Leute ab oder so. Das sind keine großen Sünden. Und deswegen macht er kein Istighfar. Dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala ihn eine große Sünde machen, die seine Aufmerksamkeit ein bisschen dahin lenkt. Dann macht er Istighfar und Allah vergibt ihn alles. Deswegen, wenn ihr Sünden macht, seid nicht hart, macht Istighfar. Seht darin die Hikmet, seht darin das Istighfar, seht darin die Chance, zu Allah subhanahu wa ta'ala viel Istighfar zu machen. Hanzala, ein Sahabe des Propheten, kommt eines Tages in die Moschee laufen, ist ganz verwundert, ist ganz so durcheinander. Dann ist Abu Bakr da und sagt, ja Hanzala, was ist denn los mit dir? Er sagt, Hanzala ist ein Munafiq geworden. Abu Bakr sagt, ich suche Zuflucht bei Allah. Warum ist dann Hanzala ein Munafiq geworden? Er sagt, Wallahi ya Abu Bakr, wenn wir bei dem Gesandten Allah sind und der Gesandte berichtet uns über die Hölle und das Paradies, ist das für uns so, als würden wir das Hölle und das Paradies vor unseren Augen sehen. Sobald wir uns aber zu unseren Familien begeben, uns unsere Kinder beschäftigen mit den Frauen, mit dem Handel, so vergessen wir das, so wird das alles normal. Wallahi, Hanzala ist ein Munafiq geworden. Dann sagt Abu Bakr, wenn das so ist, ich empfinde dasselbe. Jetzt haben beide ein Besorgnis bekommen. Beide hatten ein Zweifel. Sie gehen damit zum Gesandten Allahs, sagen, oh Gesandter Allahs, Hanzala sagt, ich bin ein Munafiq geworden. Und der Prophet sagt, was sagst du da, oh Hanzala? Er sagt, wenn wir bei dir sind und du berichtest uns über die Hölle und das Paradies, so sind wir, als würden wir das spüren und das sehen. Sobald wir uns unseren Familien begegnen, ist das weg. Wir sind Munafiqun geworden. Daraufhin sagt der Prophet, stopp, das ist eine falsche Sache. Wallahi, sagt der Prophet, Wallazi nafsi biyadi, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, sagt der Gesandte Allahs, würde euer Zustand, den ihr bei mir habt, zu Hause in eurer Freizeit, in eurer privaten auch anhalten, so würden die Engel euch besuchen und am Straßenrand euch begegnen und euch begrüßen. Yani, ihr würdet mit den Engeln zusammensitzen. Ja Hanzala, Sa'atan, Sa'atan, sagt der Prophet. Oh Hanzala, eine Stunde so, eine Stunde so. Das ist der Mensch. Ihr kennt es vielleicht selbst, wenn ihr in den Moscheen seid oder der es gibt, dann seid ihr voll und emotional und ihr, als würdet ihr spüren. Aber sobald ihr zum Beispiel jetzt nach Hause geht, mit eurem Arbeit beschäftigt seid, geht das alles ein bisschen verloren. Der Prophet sagt hier eigentlich, oh Hanzala, eure Besorgnis ist eine falsche Besorgnis. Ihr wollt das Maximum, ihr wollt das Perfekte, das gibt es nicht. Das ist menschlich. Genau weil dieser Gedanke damals entstanden ist, sind zum Beispiel die Klöster entstanden im Christentum, sich Gott komplett hingeben, 24 Stunden nur an Gott denken und da haben sie sich eingesperrt. So hat das Dawa, das Dschihad machen, das Tabligh machen aufgehört und Leute haben gesagt, wir müssen Tasawwuf machen, aber machen nichts mit Tasawwuf, das heißt, sie ziehen sich zurück in ihre vier Wänden und wollen die ganze Zeit 24/7 an Allah denken, aber dies ist nicht der Islam. Hier sagt der Prophet auch zu Hanzala und Abu Bakr, nein, Sa'atan, Sa'atan, eine Stunde bist du so, eine Stunde ein bisschen abgelenkter. Manchmal bist du sehr stark zu Allah geneigt, manchmal bist du ein bisschen fauler. Das ist normal, sagt er, das ist menschlich. Deswegen ist ein Muslim, er wird niemals die Perfektion erreichen. Niemand kann das erreichen und niemand soll sagen, wenn er Fehler gemacht hat, jetzt bin ich unten durch und das war's. Nein, so ist es nicht. Ein Mensch soll arbeiten, soll auch Kinder haben, soll auch eine Frau haben, alles schön und gut. Und er soll trotzdem zu Allah subhanahu wa ta'ala beten. Das heißt noch lange nicht, dass er dadurch ein schlechter Mensch ist. Der Prophet sagt in einem Hadith, der Wolf der Muslime ist der Shaitan. Daher trennt euch nicht von der Jamaat der Muslime, von der Gemeinde und von der Jamaat. Bleibt immer zwischen ihnen. Weil der Wolf, das Schaf, was sich von der Herde trennt, den wird der Wolf auffressen. Der Muslim, der sich von der Jamaat trennt, den wird der Shaitan einholen. Daher die Menschen, die als Vorwand benutzen, ja, der Bruder hat das gemacht, ich komme nicht mehr in die Moschee oder nee, ich will das nicht mehr, die sollen sich hier ein Beispiel an den Gesandten nehmen, seine Aussage, wo der Prophet sagt, der Wolf wird Jagd auf dich machen. Aber ich möchte euch mal was fragen. Was glaubt ihr denn, wie die Sahaba des Propheten waren? Stellt ihr euch, glaube ich, vor, die Sahaba des Propheten, das waren sowas wie Engel, die hatten so lange Bärte, so vielleicht so 1 Meter lange Bärte, sie waren so ruhig und die haben fast geschwebt auf dem Boden, es war alles so barmherzig. Glaubt ihr, diese Menschen haben nicht Fehler gemacht? Allah sagt, radiyallahu anhum wa radu an. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah zufrieden. Ein Toplum, womit Allah zufrieden war, ein Musterbeispiel für die gesamte Menschheit. Wusstet ihr, dass zum Beispiel in den Sahaba des Propheten eine Frau gab, namens Rubayyi, das war die Tante von Anas bin Malik, sie schlägt ihrer Jariya die Zähne raus.
Es gibt einen Streit, sie schlägt die Jariya ihre Zähne raus. Dann kommen die Wali von der Jariya und sagen, wir verlangen Qisas. Wir wollen, dass auch ihre Zähne rausgeschlagen werden. Sie gehen zum Propheten, der Prophet sagt, du darfst von ihr auch die Zähne rausschlagen. Da kommt Anas bin Nadir. Anas bin Nadir sagt, ja, o Gesandter Allahs, Wallahi, ich werde nicht erlauben, dass eine Jariya die Zähne von meiner Schwester rausschlägt. Sagt der Prophet. Der Prophet gibt einen Hukum, er sagt aus Wut, o Gesandter Allahs, ich werde es nicht akzeptieren. Dann kommen die Wali und die einigen sich auf ein Diät, dann sagt der Prophet diesen Satz. Es gibt solche Diener bei Allah, wenn sie schwören, Allah wird ihr Schwur erfüllen, wird nicht einfach Boschatschka machen, einfach in die Lehre gehen lassen, weil er geschworen hat, hat Allah das so gemacht bei den Wali dieser Jariya, dass sie sich auf ein Diät geeinigt haben. Anas bin Malik ist aber derjenige danach gewesen, wo die Verse kamen, in Surah Ahzab, Min al-Mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Unter den Gläubigen gibt es solche, die ein Wort gegeben haben und dieses Wort treu geblieben sind. Das war Anas bin Nadir. Dieser Typ, der gesagt hat, ich werde das nicht erlauben, dass von meiner Schwester rausgeschlagen wird, und der Gesandte gibt einen Hukum. Der gibt einen Hukum. Dieser Mann wird danach, kommt so ein Vers auf ihn abgesandt. So ein Mann war das gewesen, der sein Wort eingehalten hat, sagt Allah. Aber das waren keine perfekten Menschen. War das jetzt schlimm? Ist sein Wert weniger geworden? Nein, wir haben zum Beispiel unter den Sahaba Leute, der hat zum Beispiel einen Jugendlichen bei sich eingestellt als Arbeiter und der hat mit seiner Frau Zina gemacht. Es gibt sogar Zeugen, sie gehen zum Gesandten, dann wird die Steinigung vollzogen. Solche Sahaba gab es auch. Das gibt's alles. Was glaubt ihr denn, dass da, die hatten nie von den Namen Rafur profitiert von Allah subhanahu wa ta'ala? So ist es nicht. Das ist die Jamaat des Propheten. Die kommen zum Gesandten Allahs und sagen, von Bani Mahzum hat eine Frau geklaut. Klauen. Stellt euch einfach mal vor, das hört sich gerade wieder so weiter. Stellt euch einfach hier vor, in der Nähe von uns. Jemand stellt einen an und der macht mit seiner Frau Zina. Das passiert. Oder jemand kommt, eine Schwester schlägt die andere Schwester, schlägt die Zähne raus und dann gibt es Qisas. Ich komme nicht mehr zur Jami, wenn das Islam ist, dann will ich diesen Islam nicht an. Das sind die Sätze. So waren die Sahaba. Wir sprechen gerade von den Besten der Menschen. Von Bani Mahzum, eine Frau klaut. Sie schicken Osama bin Zaid zum Propheten und sagen, oh Osama, sprich mit dem Propheten, wie sieht das denn aus, wenn von einer von den Bani Mahzum, einer anerkannten Familie, die Hand abgehakt wegen Diebstahl. Das ist beschämend. Er geht zum Gesandten und sagt, oh Gesandter Allahs, können wir nicht da die Hand diesmal nicht abhacken? Der Gesandte Allah sagt, oh Osama, willst du mit mir über eine Strafe Allahs, die Allah festgesetzt hat, mit mir diskutieren, verhandeln? Wallahi, würde meine Tochter Fatima klauen, würde ich ihr die Hand abhacken. Genau die Völker vor euch sind deswegen vernichtet worden. Wenn die Reichen was getan haben, haben sie denen vergeben. Wenn die Armen gemacht haben, wurde ihnen die Hand abgehakt. In der Moschee des Propheten sitzt ein Mann, der nimmt sein Dschüppe, legt sein Kissen unter seinen Kopf. Dann kommt ein Mann, will seine Dschüppe klauen. Dann wacht er auf und die gehen zum Gesandten Allahs. Dann guckt der Gesandte Allahs und sagt, der wollte meine Dschüppe klauen. Die gucken, das Dschüppe ist sehr wertvoll. Die sagen, ihm wird die Hand abgehakt. Dann sagt der Mann, oh Gesandter Allahs, ich wollte das nicht. Dann sagt er, das hättest du vorher bedenken müssen, bevor du zu mir gekommen bist. In der Moschee des Propheten. Stell dir vor, hier klaut jemand von euch. Was würdet ihr sagen? Das sind Sahabas. Allah ist mit ihnen zufrieden. Das sind solche Menschen gewesen. Es gibt eine Frau, es gibt einen Streit zwischen zwei muslimische Frauen. Die eine nimmt einen Stein, wirft auf die, sie ist schwanger. Sie verliert ihr Kind dadurch, weil der Stein das schwangere Kind trifft. Dann gehen sie zum Propheten. Der Prophet a.s. sagt, das Diät für ein noch nicht geborenes Kind ist 1/20. Dann kommt der Sahaba und sagt, o Gesandter Allahs, für ein Kind, was noch nicht getrunken, gegessen, keine Luft geatmet hat, noch nicht auf der Welt war, gibt man doch Diät? Dann sagt der Gesandte Allahs, das ist der Bruder der Zauberer. Er benutzt diese Wörter schön hintereinander, ich habe nicht gegessen, nicht dies, damit es gut anhört, um überzeugend zu sein. Das ist falsch, sagt der Gesandte Allahs, mein Befehl. Solche Sahabe gab es, die sich gestritten. Überlegt euch, jetzt wäre das hier passiert. Schulden. Ka'b ibn Malik und Abi Hadrat sind in der Moschee des Propheten. Ka'b ibn Malik hat die Schulden gegeben und sagt, gib meine Schulden zurück. Und dann fangen die laut zu werden. Der Prophet ist zu Hause, er hört das, er geht raus, er guckt aus der Gardine, er sagt, was ist los? Ka'b ibn Malik sagt, er gibt meine Schulden nicht. Er sagt, oh Gesandter Allah, ich kann es nicht geben, ich hab's nicht. Dann sagt der Gesandte, Ka'b ibn Malik, senk deine Schulden. Er sagt, Fa'altu, habe ich gemacht, gib ihm jetzt seine Schulden, habe ich gegeben, Khalas. Das waren die Sahaba des Propheten. Was stellt ihr euch vor, was die Sahaba des Propheten waren? Heutzutage will man ein bisschen diese Geschichte zudecken. Man will nicht über die Fehler des Sahabas erzählen. Das Ding ist, wenn ich das hier aufzähle, geht der Wert des Sahaba nicht einen Millimeter tiefer.
Sie verlieren nicht ansatzweise an Wert oder an Ehre. Sie sind im Paradies, das sind die Besten. Sie haben Istighfar gemacht. Genau so muss man leben. Das zeigt uns, dass man auch große Sünden machen kann. Auch in einer islamischen Jamaat große Fehler machen kann. Und das heißt noch lange nicht, dass man sich den Rücken zukehren muss in einer islamischen Jamaat. Nur weil ein, zwei Sachen passiert ist, wegen weltlichen Angelegenheiten, weil da Streit passiert ist. So ist es nicht. Muaz ibn Jabal war so hoch verschuldet gewesen, dass der Prophet seine Schulden bezahlt und ihn danach als Emir nach Jemen schickt. Ja, nee. Nicht nur immer jemand, der einen Fehler macht, ist gleich unten durch und nichts wert. Und so ist es nicht, Ikhwan, so ist es nicht. Man versucht immer wieder die Geschichte so ein bisschen zuzudecken und die Sahaba und diese Streitigkeiten auch zwischen Ali und Muawiyah immer so als perfekt hinzustellen. So ist alles nicht. Jeder macht Fehler. Auch die Besten der Menschen machen Fehler. Genau deswegen sind wir Menschen. Jemand, der glaubt, dass Allah Al-Ghafur ist, der wird nämlich verstehen, dass es auch Menschen gibt und Gesellschaften gibt und Gruppierungen gibt, die auch Fehler machen. Selbst Alkoholiker gab es in der Jamaat des Propheten. Ein Mann namens Abdullah al-Sahaba, man nannt ihn Himar. Man nannt ihn so. Eines Tages, der kommt zum Propheten und sagt, bereinige mich. Der Gesandte Allahs gibt ihm Peitschen. Dann kommt der trinkt wieder und kommt. Stellt euch vor, kommt ein besoffener Mann rein. Einer von unserer Jamaat, er trinkt und stinkt nach Alkohol. Was würdet ihr machen? Dann sagt ein Sahaba, möge Allah dich verfluchen. Der Gesandte sagt das nicht zu den Sahaba. Er liebt Allah und seinen Gesandten. Es geht nicht um die Sünden, es geht nicht um Fehler, es geht, was du danach machst. Dieses Istighfar nach deinen Sünden und Fehlern, das ist, worauf es ankommt. Wenn du das nicht machst, dann wirst du wegen deiner Sünden belangt werden, richtig. Das Istighfar und diese Tauba ist genau was, das dies zumacht wieder. Er deckt das alles zu, als hätte es nie gegeben. Aber wenn das Istighfar und so nicht kommt, dann wirst du aufgrund der Sünden belangt. An sich kannst du die Sünden sehr schnell wieder bedecken mit Istighfar, inshallah. Wir werden heute, inshallah, den Unterricht beenden. Wir werden nächste Woche weitermachen. Im nächsten Unterricht werden wir darüber sprechen, was muss man denn machen, damit Allah einen Menschen vergibt. Oder es gibt Taten, wo Allah sagt, wenn meine Diener diese Taten machen, denen werde ich vergeben. Sehr interessant, was für Taten das sind. Auch gar nicht mal so komplizierte Taten, wo der Prophet sagt, wer das macht, dem wird Allah vergeben, inshallah. Wir werden im nächsten Unterricht darüber, inshallah, ausführlich berichten. ندعو الله يجمعنا على كتاب الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.